SRF Audio. In dieser Folge geht es um sexualisierte Gewalt. Falls ihr Hilfe braucht oder euch um wen Sorgen macht, ihr findet Telefonnummern und Adressen im Beschrieb dieser Folge. I wake up in the middle of the night. He wasn't in bed. And that's how I found him with camera in my daughter's room. Die Mutter erwacht in der Nacht, merkt, dass ihr Freund nicht neben ihrem Bett liegt. Und dann entdeckt sie ihn im Zimmer ihrer Tochter mit einer Kamera. It was a GoPro camera. He was all wet, like after marathon. Er sei nass geschwitzt gewesen, wie nach einem Marathon. I knew that there is the only option for me to call the police at this stage. Doesn't matter what was on this camera. Für die Mutter ist klar, sie muss zur Polizei. Diesen Fall hat der Tagesanzeiger recherchiert und er gibt aus vielen Gründen zu reden. Dass so ein Fall überhaupt entdeckt wird, ist nicht selbstverständlich, weil die Betroffenen während der Tat bewusstlos sind. Die meisten haben null Erinnerung, sagt die Opferberaterin. Und trotzdem kommen immer wieder solche Fälle ans Licht. Wie? Das schauen wir uns jetzt an bei News Plus. Ich bin Rina Telli. Salut zusammen. Was diese Mutter und ihre Tochter dem Tagesanzeiger berichten, das ist schwer auszuhalten. Ein Mann, ein ehemaliger SVP-Kantonspolitiker aus dem Aargau, soll mehrere Frauen sediert, vergewaltigt und dabei seine Tat zum Teil auch gefilmt haben. Unter anderem mehrmals die Tochter dieser Frau. Der Mann sitzt seit 3 Jahren in Untersuchungshaft. Er bestreitet wesentliche Punkte der Anklage. Es gilt die Unschuldsvermutung. Die Frau hat ihn in den Ferien kennengelernt. Er saß zu ihnen an den Tisch. Sie hat sich verliebt und zog mit ihrer Tochter zu ihm in die Schweiz, erzählt sie dem Tagesanzeiger. So, if you think that person that's supposed to love you and protect you, change your life in this way, it's very difficult. Der Mann, der sie lieben und beschützen sollte, habe ihr Leben derart verändert. Wir haben an der Redaktionssitzung lange über diesen Fall gesprochen. Einerseits, weil er so schockiert, aber auch, weil es nicht der erste solche Fall ist. Der bekannteste ist wohl der Fall Gisèle Pelicot aus Frankreich. Und wir haben in den letzten Monaten immer wieder von Fällen gehört, in denen Frauen sediert, vergewaltigt und gefilmt worden sind. Viele der Vergewaltigungsvideos landen im Netz. Der Fall im Kanton Aargau hat auch Sozialarbeiterin Brigitte Kempf bewegt. Sie ist Co-Geschäftsleiterin und Beraterin bei der Frauenberatung Sexuelle Gewalt. Es zeigt mir einfach, dass es für Betroffene im privaten Umfeld noch viel, viel schwieriger ist, überhaupt zu merken, dass das mit einem passiert ist. So wie was ich in der Zeitung gelesen habe, was diese junge Frau sagt, die hätte es vermutlich nicht von sich aus gemerkt, dass sie missbraucht wird, weil sie war ja tief bewusstlos und hat darum auch keine Erinnerung daran, was passiert ist. Ohne dieses Merken von außen wäre der Missbrauch noch weitergegangen. Mit diesem Fall hat Brigitte Kempf beruflich nichts zu tun. Aber sie kennt aus den Beratungen andere Fälle. Ja, wir haben immer wieder Frauen, die zu uns kommen, und zwar aus unterschiedlichen Richtungen. Die einen kommen, weil sie von der Polizei kontaktiert wurden, weil man Videomaterial gefunden hat, wo sie darauf erkennbar sind, die das gar nicht gemerkt haben im Moment. Oder wir haben auch solche Frauen, die kommen und sagen, ich war zum Beispiel im Ausgang, ich bin dann plötzlich an einer Bushaltestelle erwacht, ich war irgendwie nicht richtig angezogen, der Pullover war verkehrt herum und ich weiß nicht, was passiert ist. Die meisten hätten 0 Erinnerungen, wegen des GHB, wegen der K.O.-Tropfen. Das gehört wieder dazu, weil das GHB auch wie ein Blackout macht, dass man oft keine oder sehr vage Erinnerungen noch hat, vielleicht vom Anfang, als die Wirkung langsam eingesetzt hat, weil man sich ja nicht erinnert, weil man nicht genau weiß, was es ist.
Vielleicht hat man auch blaue Flecken, Schmerzen, ist verspannt oder hat Mikroverletzungen im Vaginalbereich. Also es kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Es gibt also 2 Kontexte. Es gibt die Fälle, die im Ausgang passieren und die daheim verübt werden. Sind denn die Fälle, in denen das zu Hause passiert, gehe ich mal davon aus, dass man die Täter kennt? Oder was erleben Sie da? Ja, da ist es dann häufiger so, dass man die Täter kennt. Und das ist natürlich, wenn es im Ausgang passiert, sind es manchmal auch Täter, die man gar nicht kennt. Manchmal sind es aber auch dort trotzdem Kollegen. Weil es muss ja eine Person sein, die in die Nähe gekommen ist, damit das Getränk überhaupt verunreinigt werden konnte. Wenn Videomaterial auftaucht oder es eine Zeugin gibt, wie die Mutter, die wir am Anfang gehört haben, dann gibt es Hinweise, die dann später vor Gericht auch als Beweise vorgelegt werden können. Oft sei aber genau das schwierig, weil Betroffene oft keine Erinnerung haben. Aber es kann Hinweise geben. Manchmal sind es so ein komisches Gefühl, Schmerzen, blaue Flecken, die Kleidung war nicht mehr richtig oder auch Ausfluss aus der Vagina. Oder es kann auch sein, dass man plötzlich eine Geschlechtskrankheit hat, obwohl man eigentlich lange gar keine Beziehung geführt hat. Es können ganz unterschiedliche Dinge sein. Man kann nicht sagen, es gibt dieses eine Merkmal, das darauf hinweist, dass einem solche K.O.-Tropfen verabreicht wurden. Der aktuelle Fall aus dem Kanton Aargau ist kein Einzelfall. Das zeigt die Operation Medusa, eine groß angelegte internationale Polizeiaktion. Die Behörden sind Fällen nachgegangen, in denen Opfer betäubt, vergewaltigt und dabei gefilmt worden sind. Über 150 Täter und Opfer seien identifiziert worden. Im Fokus der Operation seien Täter gewesen, die an sedierten Personen sexualisierte Gewalt ausüben. Häufig im sozialen Nahbereich steht da, also zum Beispiel der eigene Mann, Freund, Onkel oder Nachbar, und das über einen längeren Zeitraum hinweg, in manchen Fällen sogar über mehrere Jahre. Dabei würden die Opfer laienhaft mit Medikamenten und Schmerzmitteln betäubt, häufig gemischt mit Alkohol. Das könne für die Opfer lebensbedrohlich sein. Auch für die Opfer im Fall Aargau sei es lebensgefährlich gewesen, schreibt der Tagesanzeiger. Sie hätten ersticken können. Im Bericht zur Operation Medusa werden auch Anzeichen genannt, die auf einen solchen Missbrauch hindeuten. Und das heißt, wenn man bei sich oder Leuten, die einem nahestehen, etwas bemerkt, solle man sich ärztliche Hilfe holen, um die Substanzen nachzuweisen. Wie macht man das? Also wie spricht man die beste Freundin zum Beispiel darauf an, auf so einen fast schon unaussprechlichen Verdacht? Wie macht man das? Also wenn ich jemanden ansprechen möchte auf eine Situation, ist es wichtig, dass man sich auf die eigene Beobachtung stützt. Zum Beispiel, mir ist aufgefallen, du bist da mit dieser Person mitgegangen oder du bist immer so, du erzählst in letzter Zeit immer, dass du Vaginalschmerzen hast. Möchtest du da mal mit einer Gynäkologin schauen oder eben du bist mit jemandem mitgegangen? Also diese Beobachtung, die ich gemacht habe, die erwähnen und wir fragen, kannst du dir das erklären oder was war da? Nicht hingehen und sagen, du, ich habe dich beobachtet im Ausgang und danach habe ich gesehen, wie du da weggetorkelt bist. Bist du denn vergewaltigt worden? Weil das würde ja im ersten Moment eher eine Ablehnung, weil mit diesem Gedanken möchte man sich gar nicht auseinandersetzen, hervorrufen. Und darum die Beobachtung, die man selber gemacht hat, die erwähnen und rückfragen, du, ist dir das auch aufgefallen oder was war da? Wie geht es dann weiter, wenn diese Frauen zu Ihnen kommen und einen Verdacht haben? Wie geht es dann weiter in der gemeinsamen Arbeit? Also wenn Sie sich bei uns telefonisch melden und es noch wirklich kurz ist, unter 72 Stunden, dann empfehlen wir immer zuerst auch noch eine Spurensicherung bei den Forensic Nurses. Weil vielleicht kann man Spermaspuren oder DNA oder irgendetwas noch sichern. Und das hat manchmal auch Sinn nach 72 Stunden, aber das ist etwas, was wichtig ist. GHB selber kann man in der Regel 4 bis 8 Stunden nachweisen, im Urin 8 bis 12 Stunden. Und das ist ein Zeitfenster, das häufig verpasst wird, weil man einfach bewusstlos war und nicht vorher erwacht.
Aber eben, die Tat zu beweisen sei schwierig. Das habe auch mit den K.O.-Tropfen, mit GHB zu tun. Dieser Stoff sei im Zusammenhang mit einem Delikt schwer nachzuweisen. GHB, das sind Stoffe, die wir grundsätzlich auch in unserem Körper sowieso haben. Und das macht es so schwierig zu beweisen. Man kann nicht sagen, aha, da hat's GHB, weil das haben wir alle. Man kann nur sagen, der Wert ist erhöht oder eben nicht. Und das verflüchtigt sich sehr schnell. Man ist in der Forschung anscheinend daran, man hat gemerkt, es gibt anscheinend ein Protein, das sich bildet, wenn es künstliches GHB ist. Und man forscht jetzt daran, ob man darüber einen Test machen könnte, um zu beweisen, dass einem da was zugeführt wurde. Wann ist denn der Moment vielleicht auch gekommen, um den Täter, die Täter anzuzeigen, wenn das denn die Person will? Ich stelle mir das noch schwierig vor, wenn es der eigene Ehemann ist oder der Onkel oder eine Person, der man sonst nahe steht. Das schauen wir immer ganz individuell mit den Frauen an. Auch was ist eigentlich, also was wollen sie damit erreichen? Oder wenn ich eine Anzeige mache und sage, okay, mir ist das passiert, da bin ich mir sicher und ich will, dass dieser Täter für 10 Jahre in Haft kommt und dass ich 500.000 Franken Genugtuung kriege. Mit dieser Motivation wird man ganz sicher eine erneute Traumatisierung erleben, weil das wird nicht eintreffen. Wenn ich aber sage, okay, ich möchte diese Anzeige machen, um die Grenze zu setzen, um zu sagen, mit mir wurde etwas gemacht, was nicht in Ordnung ist und ich setze jetzt die Grenze, egal ob es zu einer Verurteilung kommt oder nicht. Dieses Strafverfahren muss die angeschuldigte Person auch durchgehen. Und nur schon das ist diese Grenzsetzung. Wenn ich mit einer solchen Motivation in ein Verfahren gehe, habe ich viel die größere Chance, dass ich das wirklich auch als ein positives Verfahren erlebe. Sie haben ja ganz am Anfang die Scham erwähnt, überhaupt über das Thema zu sprechen, wenn man sich nicht erinnern kann, nicht genau weiß, was passiert ist, ob überhaupt etwas passiert ist, dieses diffuse Grundgefühl, das dann irgendwie bleibt. Und trotzdem hört man ja mehr von solchen Fällen, auch medial. Haben Sie auch mit mehr Leuten zu tun, die sich bei Ihnen melden? Also ist da etwas in Bewegung, weil allgemein das Bewusstsein ein anderes geworden ist in der Gesellschaft? Ja, ich denke, das passiert tatsächlich etwas, auch im Zusammenhang mit der Erneuerung des Sexualstrafrechtes wurden diese Themen auch medial sehr aufgenommen. Es wird mehr auch über Opferhilfe gesprochen. Dieses Bewusstsein, dass ich mich melden kann, wenn ich nicht ganz sicher bin, das wurde gestärkt und das ist ganz wichtig und gut, wenn sich Frauen und auch Männer, denen das passieren könnte, dass sie sich bei Opferhilfestellen melden, damit man das genauer anschauen kann und dem nachgehen kann. We're living in the world that is very dangerous for women today. And I am the best example of it, and my daughter. I want girls to speak up about this. Go onto social media, make protests, go to the police, talk to it about your friends, family, because people care. Everyone cares, and you should have justice for what happened. Die Mutter und die Tochter, die im Tagesanzeiger über das Erlebte reden, möchten sich nicht schämen, sondern den Betroffenen ein Gesicht geben. Das war's für heute mit News Plus. Falls ihr Hilfe braucht oder euch um wen Sorgen macht, ich habe euch 2 Adressen verlinkt. Und dann gibt's die Telefonnummer 142, dort gibt's rund um die Uhr Hilfe. Heute waren Julius Schmid, Sophia Fessler, Peter Hanselmann und Rina Telli am Werk. Sali zusammen und bis morgen. Das war ein Podcast von SRF, produziert im Auftrag der SRG.